ass Dir, dat den europäesche Budget just emol grad 1% vum PIB vun de Memberstaaten ze summen ausmëcht. Den amerikanische Budget, de läit bei 20% vum BIP. Moyenne vun de Budgeten vun den Memberstaaten, de läit bei 49% vum jeweiligen PIB. Erstaunlich zuele, gell? De Budget fir die ganz Europäesch Union entspricht ungefähr dem vun méi klenge Länner wie Österreich oder Belsch. Das lächerlich zumols, wann ihr bedenkt, wat der Europäische Union mat dem Budget alles finanzieren muss. Ich ginne paar Beispiele. Groß Infrastrukturprojekte, Regionalhilfen, den Erasmus-Plus-Programm für als Studenten, demnächst vielleicht sogar der Rail-Ticket für das Juncker von 18 Jahren Europa können entdecken. Wi-Fi auf öffentliche Plätzen, die Unterstützung von den Bauern, die Recherche und die Innovation, und ich könnte nach lang mit der List weiterfahren. Das alles muss mit engem Prozent finanziert gehen. An de Prozent geht durch die Investissementer bald an seiner Totalität zurück und Memberstaaten. Für was so eine Staat, aber für ganz zu sagen, dass das Budget an Europa nicht durchgeht für das, was wir müssen damit machen. Und das ist lächerlich niedrig. Das europäische Budget muss dann auch nach einer delikaten Balance kriegen zwischen neuen Herausforderungen an allen Engagementen. An dem Sinn ist das Budget auch das Spiegelbild von unserer politischen Priorität und von unserer Solidarität. Verschiedene Memberstaaten kriegen zum Beispiel mehr aus den Strukturfonds wie andere, weil wir ja wissen, dass wir ihnen wirtschaftlich helfen müssen. Aber wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, kann Solidarität kein Sens unique sein. Und leider sehen wir noch immer, dass das der Fall ist. Da gibt es Länder, die just kriegen und nicht geben. Oder noch schlimmer, die Hand beißen, die sie füttert. Und genau aus der Ursache hat das Parlament letzte Woche reagiert und am Budget für das Jahr 2018 Mannersuchen für die Vorbereitung von eventuellen Beitrittsverhandlungen mit der Türkei bewilligt. Aus den bekannten Gründen. Das wären dann immerhin 105 Millionen, die Männer bezahlt gehen. Die gehen an die Reserve gesetzt, en attendant, dass die Situation an der Türkei sich verbessert und dass der Rechtsstaat funktioniert. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir damit noch nicht weit genug gehen. Meiner Meinung nach müssten alle Fonds für die Türkei an Verhandlungen über den eventuellen Beitritt gestoppt gehen. Das ist aber einmal ein erster Schritt an ein klares Signal. Als Väter muss ihn akzeptieren oder sie losen. Mit dann aber mit allen Konsequenzen, auch den finanziellen. Als Väter sind nicht verhandelbar. Das müsst eigentlich alle Member von der Europäischen Union verstehen. Ein paar von ihnen meinen allerdings, sie hätten eine carte blanche und könnten machen, was sie wollten. Zum Beispiel die verfassungsrechtliche Ordnung oder die Freiheit von der Presse vorstellen. Länder wie Polen und Ungarn gehen zu weit an Sachen Zerstörung von den Werten. Trotz Warnungen, Negoziationen, Dialog und Rekommendationen halten sie einfach sich nicht an Basisprinzipien. Als Lechtwaffe schenkt man also klar zu sehen, Money, Money, Money. Zumal wenn ihr bedenkt, dass es hier um Länder geht, die extra viel aus den Strukturfonds von der EU kriegen. Polen leiht mit 80 Milliarden Euro für die Periode 2014-2020 unterstützt. An Ungarn kriegt 25 Milliarden, was 3% von seinem PIB ausmacht. Die politischen Leader aus diesen Ländern finanzieren mit den EU-Politiken, die unsere Werte diametral opposiert sind. Wir müssen also determiniert angreifen und auch an diesem Fall dafür sorgen, dass die Suen nicht mehr ausbezahlt gehen, wenn die europäischen Werte mit Face getrippelt gehen. Das soll keine Retourkutsch oder keine Revanche sein, aber ganz einfach eine Sache von der Kredibilität.
Dieselbe Standarden, die für die Beitrittskandidaten gelten, die müssen noch für die gelten, die schon vollwertige Member sind. Und natürlich auch für Länder, mit denen wir Partnerschaften angehen. Es ist an der Zeit, heute zu handeln. Demnächst werden Diskussionen über das pluriannuelle Finanzement von der Europäischen Union für die Jahre 2021–2027 aufhängen. Und da gehen also Prioritäten am Budget definiert. Es sind auch schon Konditionen und Regeln vorgesehen für Leute, die budgetär Disziplin nicht anhalten. Es kann aber nicht sein, dass wir ein Land bestrafen, weil sein Defizit zu hoch ist, und aber nicht reagieren, wenn der Rechtsstaat mit Füßen getrippelt wird. Für so extreme Situationen müssen auch extreme Maßnahmen geschafft gehen. Das sind wir also weiter schuldig.